Und somit herzlich willkommen und ja moin moin zu einem neuen Vlog aus Hamburg. Wir haben es tatsächlich geschafft, wir sind Station Litter. Wir stehen jetzt hier direkt in Hamburg auf dem Fischmarkt und genießen ein bisschen, was genießen wir? Gar nichts genießen wir, wir sind ein bisschen am Chillen. Leider in der zweiten Reihe würden wir direkt aufs Wasser sehen, aber von hier aus ist es glaube ich auch nicht schlecht. Wartet mal, sieht das da so? Ja. Stehen mit der Stadt aus stehen mit in der Stadt und sehen auf das Meer, bzw. auf die Elbe. Und ja, jetzt gehen wir dann. Jetzt chillen wir schnell ein bisschen runterfahren und dann später gehen wir dann mal ein bisschen die City erkunden. Und schön, dass du wieder eingeschaltet. Merci, bist du mit dabei. Und ja, das ist Hamburg. Hallo! Und somit hallo, es ist Nacht geworden in Hamburg. Wir waren ein bisschen auf der Reeperbahn unterwegs gewesen. Ich wollte hier nicht gross wollen und auch nicht gross können filmen. Wer schon mal auf der Reeperbahn war, dem ist klar warum. Und dort hast du auch keine Probleme irgendwie, nur weil du heute eine Kamera vornimmst. Was aber noch spannend ist, wir haben ja gegen noch Corona. Und das heisst, in Deutschland ist Prostitution verboten, nach wie vor, im Gegensatz zur Schweiz. Und das führt einfach zu fatalen Folgen auf der Reeperbahn. Das heisst, einfach 90% der Läden ist dicht, es ist nichts los. Das einzige, was offen hat, sind Kebabstände, Bars, Clubs so, und vielleicht ein Table Dance Schuppen, was seriös ist. Das ist, was ich meine, oder eben auch nicht. Und alles andere wird eigentlich wieder in die Illegalität hineingetrieben mit dem Prostitutionsverbot. Weil, ich meine, es ist ja nicht so, dass nur weil man es verbietet, dass es einfach nicht mehr passiert. Es wird jetzt einfach heimlich gemacht und ja, ob jetzt das besser oder schlechter ist, sei mal so dahingestellt. Ich kann nicht zu viel über das Thema reden, sonst habe ich wieder Lampen mit YouTube am Schluss. Auf jeden Fall spazieren wir jetzt hier noch eine wunderschöne Elbe entlang. Wieder richtig Camper. Wieder ein bisschen pfüseln. Und dann zeige ich euch morgen noch etwas von der Stadt. Und so ein bisschen, aber ja, es ist schwierig. Ich habe echt die Reeperbahn sagen, ich merke, es ist vielleicht nicht so eine schlaue Idee. Gut, aber ich glaube, ich habe sogar eine Szene drin, wo die berühmte Herbertstraße, ich weiß nicht, zeigt und selbst die ist closed. Jo, wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht. Tschüss. Ja, wunderschönen guten Morgen, da sind wir wieder. Es ist der nächste Tag, bzw. Nachmittag. Wir haben relativ ruhig und gut gepennt. Und sind jetzt ein bisschen mit dem Hund am Laufen da, der wunderschönen Elbe. Und ja, es ist warm. Nicht so sonnig, aber warm. Und ich sehe schon wieder etwas, liebe Leute. Schaut mal, was fällt noch auf? Einer übertreibt es, oder? Jetzt drückt mal Pause und ratet in den Kommentaren, aus welchem Kanton das der kommt. Ich filme es beim Durchgehen, weil ich weiß nicht genau, ob er da vorne irgendwo hockt. Aber einer übertreibt es. Bis gerade.
Einer muss einfach masslos übertrieben. Und von wo kommt er? Ja. Schön haben wir darüber geredet. Grüß raus. Demo. One love. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt noch irgendwie schnappen wir uns ein paar so lustige Scooter. Cruisen ein bisschen durch die Stadt. Ich muss noch ein paar Hosen kaufen und Madame noch ein Bikini. Und dann geht es dann mal weiter, würde ich sagen. Tschüdelü! Tschüss! So, Shopping beendet. Wie ist es gesehen? Ja, gut. Gut. Nein. Shoppen halt. Ich Shoppen hasse halt. Shoppen. Das Da Wetter sagt ist... man, Frauen kaufen zu viel. Für mich ist genau etwas drin. Ja, nicht viel gekauft. Das Wetter ist wieder top. Bald ein bisschen warm. Wir sind jetzt wieder zurück am Hafen, am Fischmarkt unten. Juhu! Und wir machen uns jetzt langsam mal ready to take off. Vielleicht noch heute in der Sonne ein Bierchen nehmen oder so. Mal schauen. Nein. So, wir sind wieder unterwegs. Jetzt Madame am Fahren. Hallo! Und wir haben ein kleines Problem. Und zwar haben wir langsam aber sicher kein Gas mehr. Gas brauchen wir zum Heizen. Heizen müssen wir nicht, weil es warm ist. Aber brauchen wir für den Kühlschrank, brauchen wir für das Kochen, brauchen wir für warmes Wasser, für das Duschen. Das heisst, wenn das Gas ausgeht, geht eigentlich so gar nichts mehr. Das heisst nicht gut. Und ich denke, easy, in Deutschland, weißt du, ich hätte vorher Gas gekauft, aber in Deutschland ist es sicher günstiger. Ist es wahrscheinlich auch, ich weiß es nicht. Aber das Problem ist jetzt, dass die wahrscheinlich alles andere Anschlüsse haben als wir daheim. Wir sind jetzt auf jeden Fall ab der Autobahn drauf. Jetzt ist es da irgendwo auf der linken Seite. Ja, fahren wir noch ein bisschen geradeaus. Wir müssen schauen, wo der Baumarkt ist. Ich habe jetzt heute den Baumarkt gegoogelt und gehe dort mal schauen. Und wir probieren jetzt das Problem zusammen zu lösen, liebe Freunde. So. Globus Baumarkt vor. Da rein. Ja. Mal schauen, was die für Anschlüsse haben und ob wir irgendwie Adapter bekommen und ob wir Gas haben. Und sonst wird halt kalt duschen. Oder gar nicht. So. Das sind übrigens meine Knie, die ihr jetzt gehört knacksen. Und irgendwie bei unserem Wasseranschluss läuft Wasser raus. Sieht man das? Das gefällt mir auch nicht so, das tropft runter. Ah ja, falscher Schlüssel. So.
Einmal auf. Kannst du schnell haben? Ich kann es einhängen, aber nicht mit dem Schlüssel dran. Nein, das da. Genau. So, und dann haben wir hier unser Schweizer Gasfläschchen von der Firma Gas. Nein, was ist das? Vitogas. Und jetzt müssen wir schauen, ob wir irgendwie da so eine wie sagt man das? Ein Fläschchen finden, das da drauf passt und das auch hier rein passt. Weil es sollte eigentlich gehen, ist ein deutsches Auto mit deutscher Erstabnehmung und so. Also es ist ein Importfahrzeug, eigentlich sollte das gehen. Wir gehen jetzt mal schauen. Ich muss jetzt den Anschluss fotografieren. Bis gerade. Schweikung! Tschüss. Und es fährt schon gut an. Ich war eigentlich schon da hängen gewesen. Und das passiert mir jedes Mal im Moment. Weil wir sind in Deutschland und was darf in Deutschland nicht fehlen? Das da! Hallo! Keiner! Nicht? Okay. Nein, was natürlich, wir haben immer noch. It's Corona time, baby! You know? Du darfst nicht in den Laden rein ohne Maske. Das heisst, ich laufe jedes Mal zum Laden und merke dann, da kommen wir alle mit Masken entgegen. Ja. So, schaffe ich das einhändig? Und ich glaube nicht, wie der Scheissdreck mit dem huren Bart beisst. Nach ein paar Minuten beisst mir das da. Gut, so der Rasierer sieht aus wie ein Stück Scheiße. Gut, der Madame ihre Maske, meine Maske. Versuch Nummer 2. Let's go. Peace. So! Let's go! Hure Lärm! Kopf Dummy! Wir haben noch ein Wertflüssigkeit. So, mal schauen, ob das Zeug passt. Dummy ist das Blut. So, neue Maske habe ich mir auch gekauft. Aber ich glaube, ich habe das Ding den verkehrten Weg an. Deine ist auch super. Nein, so. Ich glaube, so ist es besser. He? Oh. Naja. Ja, die beißt ein bisschen weniger. So, dann haben wir so ein super feines Eis-Cappuccino. Mal schauen, ob das für etwas ist. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir die verdammte Flasche hier reinbringen. Ja. Let's go! Eigentlich sollten wir ja jetzt zuerst diese leeren da. Oder? Wir hängen jetzt einfach mal vorsichtshalber die neue. Die ist wurscht. Moment, die ist ja noch fast voll. Siehst du das? Ja. Die ist ja noch fast voll. Das sehen wir mal nicht auf der Kamera. Dami sehe ich, die ist noch fast voll. Was ist mit uns? 70 Stutz für nichts ausgeben. Plus Depot. Läuft. Brudi, gut. Ja, aber jetzt schauen wir schnell, ob sie noch geht, oder? Also ob sie passt. Die andere. Ja. Sie zurückgeht. Nein. Zu. Gut, nein, ich würde jetzt, weißt du was? Nein, das wird schon passen. Wir machen jetzt einfach nichts dran, weil es ist vermutlich mit das Ding da noch mehr. Ja, und mit dieser Zange vermurksen wir den mit jedem Mal, aber wir haben ja noch Gas. Das rennen wir rum. Ganz scheiß für nichts. Die Kamera ist auf dem Kopf, aber das können wir drehen. Oh Mann! Hier gibt es auch nichts dafür. Gasfail. Ja, moin. Ja gut, jetzt wissen wir einmal. Jetzt hätten wir einmal den wieder. He? Für den Fall der Fälle. Ja gut, schnell jetzt die zweite Flasche noch da rein und wir sehen uns später. Ciao! So, wir sind wieder on the road. Das Gasproblem, das Käse war, ist gelöst. Und ich pfeffere mir jetzt mal noch so eben das Eis-Cappuccino habe ich noch gekauft. Ja, ein einziges Mal so einen Kaffee im Döschen probiert, das war kotzgrusig. Aber ich bin ein Mensch, ich gebe nach einer gewissen Zeit gebe ich so Sachen wieder mal eine Chance. Und das werde ich jetzt live für euch festhalten. Und tschüss, neue Maske. Ja, ist noch mini, weißt du? Unglaublich.
möglich. Sicher ist Und dein Moor ist schon dreckig. Schau mal. Jetzt siehst du es gut. Sieht man das? Die hat einfach schon Flecken drauf. Was ist das? Ih. Nicht so eine Scheiße. Schau mal. Ja, dann Innen drin. Die lege ich nicht an. Ja, Schau mal. Sieht man das? Ja. nimmst du Hey, egal. Scheiß drauf. Stirbe. Scheisse. So, nein, aber ich will jetzt Kaffeereaktion. Komm. Das ist das Live-Testing. Oder wie sagt man das? Let's eat. Let's drink. Was? Vergiss es. Ich muss irgendwie mit dieser Hand das Kaffee auftun. Soll wieder helfen? Nein, zum Glück. Kaffee ist off. Ah, rote Ampel zum Glück. So, Achtung. Das ist hure geil. Probier. Also hure geil. Es ist gut. Es hat Geschmack nach Kaffee. Es könnte noch ein bisschen kühler sein. Es ist nicht hure chemisch. Wie eben das letzte war, ich sage jetzt die Marke nicht. Nestle. Mittelfinger geht aus an dieser Stelle. Nein, kann man machen. Ist geil. Du darfst, aber wenn ich mal etwas sage... Du zeigst auch dauernd den Mittelfinger. So, ja, und jetzt geht es weiter Richtung Norden. Ich weiß nicht, was alles noch in diesem Vlog wird drin sein, wie viel ich schon gefilmt habe, wie viel es ist aber schwierig abzuschätzen. Sind wir jetzt schon bei 25 Minuten nach dem Schnitt oder erst bei 5 Minuten, weil ich nicht weiss, was nehme ich jetzt drin und was nicht. Ja, wir sind immer noch in der Region Hamburg. Hier jetzt wieder auf die Autobahn Richtung Nordwesten. Auch nicht Nordosten. Aber warte jetzt mal, das ist jetzt andere. Echt nicht die Ostsee, die ich angeschaut habe. Das ist ja das. Der Westsee. Hä? Ist doch Nordsee und Ostsee. Aber da ist ja die Nordsee links und ich habe es verwechselt. Das ist ja nie ohne Seife waschen. Ja. Das ist ja eigentlich. Da fahren wir jetzt an die Ostsee. Ja. Okay, ja, die ganze. Egal. Also, peace. Bis später. So, ich bin gerade, wie man sieht, noch das Video, das ihr jetzt gerade am Schauen seid, am Schneiden. Und habe gemerkt, wir haben noch gar kein Handy aufgenommen. Wir sind mittlerweile in... Wo sind wir? Das ist am Abwaschen. Wir sind irgendwo, aber das seht ihr im nächsten Video, im nächsten Vlog. Auf jeden Fall sind wir vorhin angekommen, von Hamburg hierher gefahren. Das waren 200-300 Kilometer. Jetzt sind wir da. Keiner? Nein. Nicht bauen. Auf einem wunderschönen Stellplatz angekommen. Hat irgendwie von der Bewertung her eine Auszeichnung bekommen, sei der drittbeste Stellplatz in Europa oder Deutschland oder was auch immer. Das werden wir auch so ein bisschen austesten. Und auf jeden Fall sehen wir uns morgen wieder. Ich schneide jetzt noch das Video fertig hier. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, unser kleiner Hamburg-Vlog. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. An dieser Stelle, merci vielmals fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat. Lasst doch gerne ein Like da, es hilft mir enorm. Schickt das Video um, teilt das Zeug, teilt. Ich will eigentlich die 1000 Komponenten. Nein, merci vielmals für euren Support. Bis gleich, Timo G. Ciao.